Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Am Europäischen Parlament geht es zu Ende von einer Legislaturperiode nicht viel besser wie bei uns an der Chambre. Wir überschlagen uns, für eine Reihe von kritischen Dossiers in der Dach zu kriegen, 4 Runden Wahlen. Das Europäische Parlament tagt ja nach bis zum 7. Mai mit 2 Plenarsitzungen zu Straßburg, vom 21. bis zum 24. April und danach vom 4. bis zum 7. Mai. Dazwischen geht es nach einer Arbeitswoche zu Brüssel vom 27. April an der Fraktionssitzungen stattfanden, für die letzte Session zu präparieren. An derselben Woche als auch nach einem wichtigen Rendezvous angesucht, und zwar der Kongress von der Europäischen Volkspartei zu Warschau, wo den europäischen Wahlmanifest von der Europäischen Volkspartei vorgestellt wird. Die EVP ist mit Vorsprung die wichtigste politische Kraft am Europäischen Parlament. Ihr Ziel ist es natürlich, für bei den Europawahlen vom 7. Juni ob Neiz vom Wähler gestärkt zu gehen. Und dazu muss auch CSV zu Lützeburg beitragen. Aber zurück einstweilen zum Ordre du Jour vom Parlament. In April zu Straßburg stehen für Lützeburg besonders gravierende Berichte Ordre du Jour, die einen entscheidenden Einfluss auf den Finanzplatz unter anderem haben, und zwar der Bericht Skinner über die Assuranzen oder auch Solvency II genannt, der Bericht Karas über die Banken oder auch nach CRD Capital Requirement Directive genannt. Das Dossier sind essentiell, sie setzen nicht weniger wie die Kader fest, an dem der Bankensektor wie auch der Assurancesektor die nächsten Jahre evaluieren werden. Dabei könnt auch nach nächster Woche der Bericht von meinem Kollegen Gauzès über die Agence de Notation, die ja stark für ihre Arbeit kritisiert wurden, und schließlich der Bericht Hamon, die neue Kokelusch von der sozialistischen Linke auf Frankreich über die Besteuerung von den Zinserträgen. Die sieht, dass das nicht. Muss wissen, was der Finanzplatz an der Lützeburger Ökonomie durchstellt, und zwar 15% von der Beschäftigung. Aber mehr wie 25% von unserem Bruttoinlandsprodukt. An 49% von der Recette vom Staat 2007. Allerdings hängen 70.000 Personen von dem Sektor auf, obschon doch an der Bank selber nur 27.200, aber bei den Assuranzen 3.400 direkt beschäftigt sind. 75% von allen Beschäftigten am Finanzsektor sind nicht Lützeburger, 30% sind Frontalier. Aufgrund von diesen Zahlen leidet auf der Hand, dass die extremste Aufmerksamkeit übrig ist. Seit langem tun ich kräftig mitgemischt am Europäischen Parlament, an der Kommission Ökonomik und Monetär, für zu verhindern, dass die neuen europäischen Kader, an dem als Finanzplatz operieren muss, als nicht nach mehr Problemen schafft, wie wir da ja schon haben. Ich habe mit großem Interesse den parlamentarischen Bericht von der Spezialen Chamberkommission über die Wirtschafts- und Finanzkrise vom Rapporteur Lucien Thiel gelesen. Dieser Bericht, den die möglichen Auswirkungen von der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Lützeburg analysiert, hält Gott sei Dank kein Blatt von dem Mund. Es ist schon richtig und wichtig, dass als Nationalpolitiker klar erkannt haben, was das gelaut wird, auch wenn verschiedene Leute nach immer mengen, wir gingen auf einer Insel leben, und dafür Reaktionen haben, und Aktionen planen, für hier Privilegien zu verteidigen,
ohne sich drum zu kümmern, wie viel mehr vulnerabel Kategorien von unserer Population in dieser Krise zu leiden haben, auf Solidarität wollen sie manifestement nicht wissen. Gott sei Dank, als an den letzten Jahrzehnten a puncto Finanzpublik so gewirtschaftet gehen zu Lützeburg, dass wir eine kleine Polster haben, für ohne zu große Verschuldung über eine Durchstrecke wegzukommen, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauert. Es muss aber gewusst sein, dass 2008 Beneficer von den Banken zu Lützeburg 80% aufgegangen sind. Das heißt, dass am Vergleich zu 2007 der Lützeburger Staat mit viel mehr Steuereinnahmen rechnen muss. Hunderte Millionen sind am Spiel. Das heißt, dass die immense Schütt von den Beneficien am Finanzsektor jedereen zu Lützeburg zu spüren wird kriegen. Zwar goufen 2008 nach 1100 mehr Arbeitsplätze an dem Sektor geschaffen. Mehr muss aber 2009 mit einer Stagnation vom Emploi, wenn nicht mit einer Regression gerechnet gehen. Es goufen auch schon Entlosungen bei Banken, 350, weniger wie 1%, weil die Situation an dem Sektor natürlich nicht uniform ist. Auch wenn wir hoffentlich Ende 2009 am Dueno mit einer Reprise rechnen können, dann müssen wir uns aber keine Illusionen machen. Wachstumsraten werden nie mehr so hoch sein, wie wir das in den letzten Jahren zu Lützeburg nach gewinnt waren. Sie waren oft doppelt so hoch wie an anderen Ländern von der Europäischen Union. Und auf die Wachstumsraten haben wir einen Train de vie auch beim Staat abgebaut. Dabei kommt dann auch nach der Misere, den die Masche von G20 als man Bankgeheimnis möchte, völlig unberechtigt, dass französische Sozialisten, französische Gringer, als Steuerparadies durchstellen wollen, an wie der Sozialist Henri Emmanueli, an die Gring Eva Joly regelrecht Märscher über das Land verbreden, als an der ganzen Situation natürlich nicht hilfreich. Da das auch der Fall beim Bericht vom Europaparlament über Zinsbesteuerungsrichtlinien, wo der Robert Goebbels und ich am Wirtschafts- und Währungsausschuss mit diesen vernünftigen Amendementen versucht haben, Quellensteuer beizubehalten, aber nicht durchkommen sind. Auch da das ein Zeichen, wie viel Freunde man nach an Europa haben, wenn es um Geld geht. Der Preis Müntefering hat ja schon an dem Zusammenhang bedauert, dass sie nicht wie den 10. Mai 1940 Soldaten auf Lützeburg lassen kann, für dem sogenannten Steuerparadies herauszumachen. Ich habe den 10. Mai 1940 als kleines Mädchen erlebt und 2 Brüder am Krieg durch Nazis verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass es 2009 nach einem Preis gäbe, den auch nach Präsident von der Sozialdemokratischen Partei ist, an den es so aussehen möchte. Den hat wirklich nicht gelehrt. Das wird mich aber nicht davon aufhalten, am Europäischen Parlament weiter mit Überzeugung als gute Position zu verteidigen. Ich sage nicht merci an Eddie bis nächste Woche.